Grüß dich, da ist Nina Schitja und herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog. Und zwar sage ich klein, weil ich habe gedacht, ja, dass ich praktisch einen kleinen Vlog mache. Oh Gott. Ich habe gedacht, ich mache einen kleinen Vlog und nehme euch mit quer durch die Schweiz, weil ich ein paar Orte bereise und dann sehe ich ein paar Orte und ich filme ein bisschen für euch und mache einen Vlog und ja. Das ist so ein bisschen mein Ablauf, mein heutiger Tag, dass ich ein bisschen umreise und ein bisschen für euch filme. Aber nicht zu viel, weil ich will das auch selber geniessen. Ich will selber auch ein bisschen entspannen und runterkommen, weil ich habe immer noch Ferien und ich kann endlich mal weggehen von da aus dem Dorf. Und ja, ich nehme euch ein bisschen mit, durch ein bisschen filmen, vloggen und ich sehe so ein bisschen meine Reise und ja. Tut mir leid, dass übrigens die Kamera so schlecht ist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist die Kamera von meinem Sony-Handy ein bisschen schlechter geworden seit dem letzten Update. Irgendwie habe ich das Gefühl. Aber es kann nur meine Meinung sein. Aber ja. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Aufnahme und begleitet mich doch heute ein bisschen quer durch die Schweiz. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich eventuell angekommen bin. Ich werde ein paar, wie heisst das? Ein paar Reiseaufnahmen machen, wie ich mit dem Zug fahre, mit dem Bus. Und mit dem Bus nicht, nur mit dem Zug. Wie ich mit dem Zug fahre, dann mache ich ein paar Aufnahmen und dann zeige ich euch die Aufnahmen auch. Ich mache ein paar Zugaufnahmen, wie ich fahre. Und dann sehen wir uns. Salut Leute, ich bin gerade in Bern und ich muss rauf. So. Falls ihr euch fragt, ich bin gerade in Bern und gehe dann nachher weiter auf Visp in Wallis. Spinnt ein bisschen. Es geht weiter nach Visp, aber und zwar habe ich mich entschieden, nach Visp zu gehen, weil ich schon lange nicht mehr dort war. Also ich war früher schon mal dort, darum weiss ich so ein bisschen, was ich dort mache und so ein bisschen, wie es durchgeht. Also ich war schon mal in Wallis und in Saas-Fee, aber noch nie in Visp und ich werde mal schauen, was das so ist. Ja, ich bin noch nie dort, aber hey. Da ich jetzt gerade umsteigen muss, habe ich gedacht, ich vlogge ein bisschen und ja. Ich muss gerade einsteigen und ich melde mich, glaube ich, nachher wieder, wenn ich in Visp angekommen. Ich schaue mir jetzt gerade ein bisschen die Stadt an und ich muss sagen, ich war immer ein Fan von Wallis gewesen.
Weil ich bin schon früher in Saas-Fee war, als ich ganz klein war. Und ich muss sagen, ich liebe Wallis. Und ich liebe Berge. Ich liebe Strand und Berge. Ich finde es cool, dass man so ein bisschen eine ruhige Ecke hat hier, wo man kann durchlaufen kann. Und es kommt einfach kein Auto. Das ist so genial. Und ich hoffe, ich finde etwas zu essen. Was ich auch noch unbedingt will, ist eine Stadttour zu machen. Nur ich weiß nicht genau, wie teuer eine Stadttour ist. Wenn die zu teuer ist, mache ich die lieber nicht. Ich laufe einfach so in die Stadt rum. Aber sonst explore ich ein bisschen die Stadt. Ja. Wie gesagt, ich probiere halt nicht zu viel zu vloggen, aber ein paar Eindrücke für euch einzufangen. Weil ich wollte das auch selber genießen, weil ich bin schon lange nicht mehr in Wallis war. Und ich wollte es einfach genießen. Aber jetzt habe ich Hunger und ich gehe eigentlich ungeplant. Ich wollte irgendwo essen, aber ich glaube, es ist mega teuer. Aber ich weiss, wo es etwas sehr Billiges gibt. Und zwar beim McDonald's. Die Freunde und helfen McDonald's. Nein, McDonald's ist überall und man weiß, was man isst. Man weiß, dass man auch Menüs bekommt, die nicht so teuer sind. Und ich habe eigentlich nicht so großen Hunger. Also von dem her würde ich sagen, dass ich in Mcdonald's gehe essen und dann ein paar Shots von der Stadt mache. Ich schaue gerne wegen der Stadtrundfahrt und wenn ich schaffe, dann mache ich auch noch ein paar Sachen. Und ich hoffe, die Stadtrundfahrt ist nicht zu teuer und ich merke, dass ich meine Kamera nachher aufladen muss. Und ja, wir sehen uns sicher irgendwann später oder so, wenn ich die Stadt filme oder so. Aber ich hoffe, der Vlog gefällt euch. Es sind sehr kleine Aufnahmen, die ich mache. Aber trotzdem wollte ich euch ein bisschen teilhaben an einer kleinen Reise durch die Schweiz. Und ja, ich würde sagen, ich habe Hunger, ich gehe essen. Euphoria. Ruhig in Wallis. Es ist so ungewohnt, wenn du vom Dorf in eine Stadt gehst, kannst du ja den ganzen Trubel und so, aber du laufst da durch, es ist so ruhig. Ich liebe Berge. Wirklich so sehr. Und ich freue mich immer, wenn ich auf Wallis gehe. Also, wir sind ja, also ich und meine Eltern sind in Saas-Fee vor ein paar Jahren. Und tatsächlich haben wir auch dort ein bisschen gelebt. Wir sind dort ein bisschen weiter oben bei Saas-Fee. Dort bei den Bergen oben und ja. Und wie gesagt, ach, ich muss kurz hocken. Wie gesagt, es ist sehr ungewohnt und sehr ruhig. Ich bin so unsportlich. Wir sind tatsächlich bei Saas-Fee ein bisschen weiter oben gewesen, sprich richtig weiter oben, also nicht in der Stadt Saas-Fee selber unten, sondern ein bisschen weiter oben. Das bedeutet auch, wir sind also weiter oben gewesen, und wenn wir in die Stadt runter haben, wir müssen so runterfahren. Also, wir sind eigentlich in einer Berghütte oben gewesen, praktisch. Und dort hat es extrem gute Restaurants und ich weiss noch, eine kleine Bar, die ein bisschen weiter oben war, wo wir gewohnt haben, einfach ein bisschen weiter rauf. Dort die Bar, die war unglaublich toll. Ich konnte trinken und essen und ich habe dort immer Pizza gegessen und die war so gut. Ich bin jetzt tatsächlich in Wies, weil ich
Visp oder Visp, wie man so sagt. Die Stadt kann ich an sich selber noch nicht, ich kann ja nur Saas-Fee. Also zum Beispiel Sion kann ich auch nicht. Und ja. Ich überlege mir gerade Richtung Luzern nachher wieder heimzugehen. Aber noch nie jetzt, einfach später Richtung Luzern heimzugehen, weil ich irgendwie Lust habe auf Fasnacht. Und ich weiß jetzt, dass in Luzern Fasnacht ist gerade. Aber ich weiß nicht so recht, ob ich in Luzern gehen soll. Das ist für mich wieder langweilig, weil ich kann in Luzern ja schon in- und auswendig. Und Fasnacht kann ich auch später gehen mit irgendjemandem oder mit einer Eltern. Tatsächlich habe ich gedacht, dass Visp ein bisschen grösser ist als Saas-Fee. Aber tatsächlich ist es nicht so groß. Also das, was ich von der Einkaufsstraße gesehen habe, ist tatsächlich nicht so groß, finde ich. Aber es muss überhaupt nicht groß sein. Also ich finde die Aussichten und Sachen extrem toll, wo man einfach so abschauen kann oder Berge sehen kann. Ich bin einfach ein riesen Fan von Bergen und wenn ich in einem Wallis bin und nachher heimgehe, bin ich so mega entspannt und ich weiß auch nicht, Wallis hat so eine richtig entspannte Atmosphäre auf mich, wo ich sage, wenn ich da hinkomme und ein paar Tage da bleibe, dann bin ich nachher komplett entspannt und gehe nach Hause und bin dann wirklich komplett entspannt. So, ich überlege mir tatsächlich, nach Luzern zu gehen, aber ich bin mir nicht sicher, da ich auch noch gerne nach Chur will, weil Entschuldigung, weil jemand mir gesagt hat, dass es in Chur auch noch ganz tolle Aussichtssachen gibt und ich wollte auch von euch ein paar Szenen einfangen. Natürlich vlogge ich ab und zu, nehme die Kamera raus und filme ein bisschen. Oh, meine Haare sehen ein bisschen pink aus. Meine Haare sehen in dem Licht tatsächlich ein bisschen braun-pink aus. Ja, ich versuche noch ein paar Shots für euch zu machen. Und dann lasse ich euch wissen, wo es nachher durchgeht. The ocean's never blue when you live inside of misery. Don't let this life deceive you. Most people have common enemies. Find your light, stay away from all that negativity. You see, they want for you to lose, and all they ever will. Because heroes won't exist without villains trying to stop them. Feels like we're living in Gotham with keys to all of our problems. We shame that evil existence and pray that you're here to witness us. Overcome what we live in, pick and choose what you deal with. Like, oh, stories on the road. They told long ago. I chose not to change my path. I know this ain't where we go, but we're all alone. Chose not to change my path. Lost inside the wave, my thoughts inside a cage. They wanna bring me down, but I refuse to lay. I focused on the light and found a better way. A better me to share with you, but first I gotta say, at times it feels the world is evil. I've seen it mistreat you. I've seen you take a fall and dust off the dirt beneath you. The friends you make I see through. There's more than plenty of these kind of people leading you to somewhere that you thought was safe. You lost your values and your morals, don't give in to stress. When I believe in something bigger, you settle for less. You might not see it now, but if you give it time, you notice that whenever you're alone, there's always one that's got your back. Oh, stories on the road. They told long ago. I chose not to change my path. I know this ain't where we go, but we're all alone. Chose not to change my path. Das. Also, ich muss kurz sagen, so eine Reise ist ziemlich cool, aber bei so Reisen kann immer etwas passieren, was ihr nicht voraussehen könnt. Und darum passt das Lied von Not So Cool Music, könnt ihr abchecken, mega geile Band. Also der Revinside und ein anderer Dude machen die.
machen die Musik, oder das Producer, und die haben einen Song rausgebracht. Der Song heißt Stories on the Road. Und ich finde, wenn man das Lied hört und umreißt, die Wörter passen genau auf das, was immer passiert. Weil, ganz ehrlich, man kann wirklich sagen, es sind Stories on the Road. Also ich habe schon so viel erlebt, was ich denke so, hey, this is Stories on the Road that we were told long ago. Also es ist ein bisschen so, sagen wir es so. Also sagen wir es so, es ist, den kann ich sagen, ja, okay. Es ist halt, ich sag mal, wirklich Stories on the Road. Also es passiert immer etwas, was ihr nicht voraussagen könnt, wirklich. Zum Beispiel gestern hatte ich einen Zugausfall gehabt. Also Mittwoch Zugausfall und heute irgendwie eine ungeplante Wanderschaft durch Wallis mit den geilsten Schuhen, die es gibt. Beste Wanderschuhe EU West. Nein, also wie gesagt, es passiert immer etwas, was ihr nicht voraussehen könnt. Und das ist halt wirklich so. Es kann immer etwas passieren. Es windet ein bisschen. Und ich hoffe, ihr hört mich gut. Es windet mega momentan. Aber wie gesagt, es sind Stories on the Road. Ihr könnt wirklich nie sagen, was passiert. Es kann immer etwas passieren, was nicht geplant ist. Wirklich. Immer. Immer wirklich. Wenn ihr sehr oft reist, müsst ihr praktisch darauf gefasst sein, dass immer etwas passiert, wo man nicht voraussagen kann. Wirklich. Immer. Und ja. Ich hoffe, der Vlog hat euch halbwegs gefallen. Ich bin jetzt im E-Paradise, also ich habe ein bisschen gezockt noch. Also der Bereich hat ein bisschen 2 Runden, weil mein Laptop packt das leider nicht. Und ja. Ich hoffe, es hat der Vlog trotzdem gefallen. Ja, ein Like und ein Abo. Und ja. Ich wünsche einen schönen Morgen, Mittag und Abend und tschüss, ciao.